Amerika und der amerikanische Präsident nicht fertig gebracht hat, den Premierminister Netanyahu dazu zu bringen, den Krieg am Nahen Osten, am Gaza abzuhalten. Wir hoffen, dass so schnell wie möglich genug Nahrungsmittel und andere medizinische Hilfe an der Gaza herabgebracht wird. Und wir werden noch als Lützeburg, also Europa, alles machen, für alle Initiativen zu unterstützen, die Frieden in der Region bringt. Es war in dem Sinn, wo ich am Namen von Lützeburg auch auf der UNO zu New York Palästina als Staat anerkannt habe, weil wir der Meinung sind, dass die Population von Israel und die Population von Palästina müssen können, auf Frieden, auf Wohlstand, irgendeinen leben. Heute, wie gesagt, ist ein Tag von Frieden, von Erleichterung, und sind so froh für die Leute, die da aus der langen Gefangenschaft kommen, sind mehr wie 2 Jahre, und können nicht mehr hoffen, wie gesagt, dass das Frieden an der Region bringt. Und das ist auch ein Moment, wo man muss hoffen, dass es doch Frieden an der Ukraine gibt, weil gesagt ist, dass Menschen zu vielem fähig sind, Bösem und Gutem, und dass die politischen Decisionen hängt, wir können Frieden beizubringen. Und dafür auch ein Appell und die, für einen Präsident Putin in den Krieg an der Ukraine angefangen hat, sich zu überlegen und den Verhandlungstisch zu kommen, da wo der Präsident Zelensky schon wollte gehen, mit dem wir jetzt verhandelbaren der 2 und 1 der 3. und 4. die drücken, und noch da wird Lützeburg seine Rolle spielen. Wir haben uns mitten invitiert, über das zu schwätzen, was eigentlich mit all diesen Konflikten direkt und indirekt zusammenhängt. Nämlich, wie kann in als Land, ein Teil von Europa, präparieren, ob alles das, was für Gefahren und Risiken ob es durchkommt. Und die Gefahren und Risiken sind ganz unterschiedlicher Natur. Das sind ja klassisch Kriegsaktionen, aber das sind noch Cyberattacken, das sind Drohnenattacken, das sind Attacken auf als Demokratie an den sozialen Medien, das sind Naturkatastrophen. Und noch viel andere Risiken, die mit der Zeit evoluieren, kommen immer näher dabei, die enge von der Natur geschaffen und andere leider von den Menschen. Die Aufgabe von einer Regierung, die Aufgabe von einem Regierungschef, ist zu gucken, dass Leute auf Frieden, auf Wohlstand, auf Sicherheit können leben, und der Schutz von der Bevölkerung ist dabei ein wesentlicher Teil. Und das ist das Ziel von der nationalen Resilienzstrategie. Das Wort Resilienz ist so etwas, was wir eigentlich in der Vergangenheit wenig gebraucht haben. Aber es sieht vieles aus. Es sieht aus, dass den muss aufstehen, dass der muss überleben während einer Krise, dass der weiter während der Krise kann existieren und dass den Donno durchsteht, wie wenn die Krise nicht oder bald nicht geschieht wäre. Widerstandsfähigkeit von einem Land. Darum geht es, und dafür haben wir dezidiert, auch in einem europäischen Kontext, auch zuletzt eine nationale Resilienzstrategie zu machen. Der frühere finnische Präsident Sauli Niinistö hat auf dem Mandat von der Europäischen Kommission einen Rapport geschrieben, den also inspiriert hat an dieser Arbeit, an den schöne Überschrift dreht, wir sind mehr sicher zusammen. Ich will Europa stärken, zivil und militärisch, Preparedness and Readiness, präpariert sind, bereit sind. Und das ist das Ziel von einer Resilienzstrategie, und das ist die wir an Auftrag geben und gefragt haben, den Hochkommissariat der Protection Nationale, und zusammen habe ich mit vielen Akteuren zu machen. Die Risiken, die wir wollen gucken, sind ganz unterschiedlicher Natur. An die Organe, die müssen funktionieren, an die Elemente, die ihr braucht, wenn der Staat funktioniert, sind noch ganz unterschiedlicher Natur. Und es geht also am Anfang drin, dass man das ganz kohärent an zusammen gucken. Wir haben heute schon sicherlich, auch für unsere Resilienzstrategie, eine Reihe Pläne für spezifische Situationen zu intervenieren. Sie hat das bei Heichwasser,
sieft dat wann zu Kattenhäubs ging geschehen, sieft dat bei anderen Katastrophen. Seelen hummer dat ganz zu summen koordiniert geguckt, dat man also all die sektoriell Strategien wollen zu Summe feieren, dat man eng besser zu summen habe töcht zivilen a Militärstrukturen hun an eng besser zu summen habe zwischen lokalem an nationalem Plan. Das als Zielsetzung mat der man fuhren. Und da sind noch zwei Aspekte, die mir auch ganz wichtig schenken, die ich dagegen will nach streichen. Der eine, das was am Ausland oft genannt wird, notamment Finnland, wo wir als Staat gucken waren, ein Whole of Government Approach und dann ist ein Whole of Society Approach. Whole of Government heißt, wir machen alle Guten zusammen. Alle Ministerien, und das hat der übrigens Zeit ganz gut geklappt bei der nationalen Resilienzstrategie, aber auch Gemengen, Lokalautoritäten, all die Administrationen, die vom Staat aufhängen, zu Summe schaffen, für als Bevölkerung optimal zu schützen. Ein Whole of Society, wie ihr das seht, das steht für ihn, mitmischt. Das ist nicht just eine Aufgabe von der Polizei, der Armee oder dem Segedis, aber das steht für ihn ein Teil von der Präparation für Plätze sind, wenn etwas geschieht, und wir hoffen, dass es nicht geschieht. Wenn ihr gut präpariert das, dann ist das, was geschieht, wann es da geschieht, schon ein bisschen mehr schlimm. Das ist die Philosophie, mit der wir da heute umgegangen sind, auf der wir eine Strategie stehen haben. Eine Strategie ist noch nicht für alle Situationen Antwort. Bei verschiedenen von den Elementen an der Strategie ist es ein kontinuierlicher Effort, den immer muss gemacht werden. Aber bei anderen Aspekten haben wir schon etwas oder wir müssen das ein bisschen mehr am Detail ausschaffen. Das ist die Aufgabe, die nur dieser Strategie wird geschehen, und die, wie gesagt, dem Lied vom Hochkommissariat der Protection Nationale gemacht wird. Das ist eine wichtige Aufgabe, das ist eine Aufgabe für als ganze Gesellschaft, mit das natürlich eine Aufgabe auch für die Regierung, die muss gucken, dass die Gesellschaft an alle Situationen ordentlich präpariert. Und da bin ich froh, dass den Direktor vom Hochkommissariat der Protection Nationale, den Herr Guy Bley, mit hingekommen ist, weil sie den Auftrag hat von der Regierung, das auszuschaffen. Wir haben den Kader gesagt, sie haben nur eine Strategie auf den gesagt, die Regierung für ein paar Wochen am Regierungsrat angeholt hat, die wir den Morgen in der Chambre präsentiert haben, die wir mit der Öffentlichkeit vorstellen, der Presse vorstellen, und die dann von Lohn nach mehr im Detail wird ausgeschafft am nächsten Monat. Jahre, wie gesagt, das ist ein Effort, der nie abhält. Und dafür ging ich bitten, dem Herr Bley ein bisschen an die große Linie zu sagen, worum es geht. Wie gesagt, es geht darum, zusammen zu schaffen, und ob alle Sorten von Risiken, aktueller, neuer, die wir noch gar nicht heute kennen, resilient zu sein, widerstandsfähig zu sein, ein Land zu sein, das an allen Situationen auf seinen zwei Füßen stehen bleibt. Merci, Herr Bley. Merci, Herr Premierminister. Ja, das so, dass effektiv die Risiken evaluieren, haben wir probiert, eine Approche zu finden, dass man wirklich eine komplette Approche für die ganze Regierung, für alle Sektoren, für das man par rapport zu all den Risiken in System und was Land hat, was resilient ist. Das ist aufgebaut auf ein paar Pilien, die am Anfang zwei ganz große Blicke. Einerseits wird also im zivilen Bereich, wo man sich muss schützen oder wo man sich präparieren kann, wird das Ganze am Anfang eine Präparationsstrategie am zivilen Bereich, an am militärischen Bereich. Dann hat er Bereiche, die übergreifend sind zwischen den zwei Sektoren. Wie enge Pilien sind das, wie enge Hauptsäulen finden an der Strategie rum, das einerseits, was eng neu mit das ist, Défense von unserer Demokratie, Défense von unseren Grundrechten, wie funktioniert die Regierung weiter, wie funktioniert die Chambre weiter, wie funktionieren die drei Pouvoirs weiter, an einem Umfeld, was heute aber evolutiv ist. Wo haut man das denn, ob die drei Pouvoirs sind an Europa, und wie muss ich da aufstellen für so einem Umfeld an den drei Pouvoirs noch auch resilient zu gehen. Notamment haben wir am Kader von dem Sujet nur die ganzen derjenigen Workshop zusammen mit allen nordischen Ländern, mit den Benelux-Partnern, mit Deutschland und mit Frankreich, wo wir darüber échangieren. Gucken, wie wir uns aufstellen, von dem anderen lehren, wie wir eben an diesen Aktionen können mehr resilient gehen.
In zweite ganz große Pilier an etwas, was fundamental ist, für das eine Gesellschaft resilient ist, das ist, wie können wir die Bürger in Zukunft auch noch viel mehr mal angebunden. Wir haben heute die Bürger, die wir informieren, über LU-Alert, hat auch noch weiter wird ausgebaut gehen. Wir haben Informationssitze, wo die Bürger sich kann auf Krisen vorbereiten. Wir wollen aber auch in Zukunft nach Enquete machen. Wir wollen die Bürger viel mehr mit anderen vielleicht über Assoziationen, über eben die Whole of Society Approach, für auch mal Bürger zusammen probieren zu gucken, mehr resilient zu gehen. In dritten Pilier, den noch essentiell ist am zivilen Bereich, dass ein Land kann nicht funktionieren, wenn nicht essentielle Services funktionieren. Die braucht Wasser, die braucht Internet, die braucht Telefonie, die braucht all die essentielle Services an einem Land, die müssen funktionieren. Da haben wir heute schon eine ganz paar Aktionen, wie die können mehr resilient zu machen. Das soll auch an dieser Strategie noch weiter renforciert gehen, für eben Sicherheit par rapport zu der Cyberattacke, par rapport zu all den Menassen, die auf die kritischen Infrastrukturen durchkommen, für die neu zu gestalten. Wir haben auch neue Aktionen am Kader von dieser Strategie lanciert, dass wir zum Beispiel regelmäßig schon mit den kritischen Infrastrukturen zusammenkommen. Dass wir mit dem Privatsektor, mit den kritischen Infrastrukturen aus dem Sektor Publik zusammen sie auch auf neue Menassen aufmerksam machen, auf neue Defien, die auf sie auch durchkommen an diesem Umfeld, und das von den Aktionen, die auch an dem Pilier mit vorgesehen ist. Dann ist das Land nicht resilient, wenn noch nicht seine Ökonomie resilient. Also ich meine, wir brauchen eine libre Zirkulation für seine Bieren. Wir müssen in der Pandemie gesehen, wie schlimm das vergrenzen zu sein, als Mitarbeiter von kritischen Infrastrukturen, von den Spitälern nicht mehr schaffen kommen. Auch da sind Aktionen für eben eine Ökonomie zu haben, die funktioniert, eine Ökonomie, die auch eine Krise kann ich doch suchen. Ich meine, das wird in einer Pandemie gesehen, und kann nicht ein resilient Land sein, wenn nicht auch eine Ökonomie du hast, die ganz gut funktioniert. Das sind von die 4 Pilier, die der am zivile Bereich hat. Dann hat er 3 Pilier, die ein bisschen mehr transversal sind. Das ist einerseits die ganze Cyberwolle. Die ganze Cyberwolle ist natürlich nicht nur am zivilen Bereich, sondern auch am militärischen Bereich. Das ist auch da, wo ganz viel Haut zusammen geschafft wird zwischen dem zivilen Bereich und dem militärischen Bereich. Und die soll auch weiter renforciert gehen mit einer ganz paar konkreten Aktionen. Dann hat und das ist auch von der Retour d'Experience aus Krisen, die wir hatten, ob das Pandemie war, die ganzen Ressourcen an Gestions-, an Management von Stocken. An der Pandemie haben wir gesehen, wie wichtig das war, für zentrale Stocken zu haben oder Aktionen wie die Kreation von einer Zentrale Nationale der Logistik von der Santé oder die UTRESC-LU. Das sind so konkrete Aktionen, für eben auch in Zukunft das Ressourcenmanagement noch mehr stärker aufzustellen. Und da gibt es ein neues Konzept, in dem wir am Anfang die letzten Jahrzehnten an unseren Ländern nicht mehr so viel geschafft haben. Das ist ein Konzept von Défense Civile. Was ist Défense Civile? Auch da haben wir das vor am Kader von der Semaine de la Résilience et Workshop mit unseren nordischen Partnern, die da noch viel mehr Erfahrung haben wie wir. Das ist wie unterstützt den zivilen Sektor am Anfang Militär. Wir waren in den letzten Jahren echt bei Katastrophen gewinnt, dass Militär dem zivilen Sektor Hilfe gekommen ist. Wir heute überlegen wir auch mal, wie kann ich sehe dies, ein Police, ein Douane, einer Zivilakteuren, die Militär unterstützen. Im Militär kann nicht funktionieren, wenn es keine Straßen hat. Im Militär braucht Flughafen, im Militär braucht auch Spitäler, braucht Straßen. Aber wie das Zusammenspiel eben zwischen dem Militär und dem zivilen Bereich, das ist eine Planifikation, eine Präparation, die man heute neu angehen, die man die letzten Jahrzehnte nicht mehr so stark gemacht haben. Und dann zum allerletzten Anfang der Pilier von der Präparation vom Militär selber, die ich natürlich auch heute in diesem Umfeld neu abstellen. Und die ganzen Ensemble, das also eben, was die Resilienzstrategie ausmischt, natürlich schon kurz resümiert, das sind 141 Aktionen, die aber im Detail sich jeweils heftig an sich haben, wo ganz viel Arbeit noch zu machen sind. Und das wird die Kader auch von einem Implementationsplan, den wir die nächsten Wochen am Ende werden umgehen. So nicht mehr. Ja, merci vielmals, Herr Direktor. Also wie gesagt, eine gut präparierte Gesellschaft als eine resiliente Gesellschaft. Und dafür geht es also darum, dass wir gemeinsam, und ich unterstreiche das, gemeinsam als gut präparieren, ob die Vieren von Haut auf Humor. Wie gesagt, Herr Blei hat das beschrieben, die Risiken ändern, wir haben eine Strategie, auch zu wissen, wie ein Pilier immer so eine Strategie aufbauen, und die muss dann nur am Detail nach dekliniert. Ich präzisiere noch nachher bei verschiedenen Sachen, dass das ein Effort, den nie wird abhalten. Denn Herr Blei hat eben von den Pilien als eine
eng resilient Ökonomie. Ja, das net etwas, was mat enger Moosnahmen desideiert, an der Staat gemacht, muss sich als ëmmer oppassen auch und international Situation. An noch Triskewährten ändern, weil wir engem Joer hu man net iwwer Drohne geschwert Schwetzen iwwer Drohnen lo Schwezmer doiwwer mé Mo kann der ernst iwwer de Kabel am Baltische Meer durchgeschnitte gët man net gemengt, dat kënnt mans fir déi Regionun sovi Schut mat sich zeen. An defir Narenke als Zieler hai ass eng gut Kooperationun, ziviler Militär, méi auch national a lokal, an noch Privatsektor an öffentliche Sektor. mat der Zielsetzung fir die Vitalfunktionen vum Staat an all Situationen können ze garantieren, fir als kritische Infrastrukturen zu protegeieren, fir resilient zu sinn am Bereich von der Informatik, am och mengenech Eisatzbierger auch alle Goten, ohne dat Lo direkt muss zum eng offizielle Rolle hun mit der Schitrin sich am Kap auch mat präpariert auf verschiedenen Szenarien an se kleine Beitrag dazu legt, so wie man da noch auf Finnland gesinn, wo Leiit natürlich auch weil se niewend Russland wohnen, am Funger vieles méi präpariert sie wie mir dat vielleicht waren och, weil man die Lastjahrzehnten an Freiheit a Frieden konnte wohnen, a mir hoffen, dass wir mal gut präpariert sind, auch an Zukunft können a Freiheit, a Frieden an der Wohlstand können leben, das als Ziel an der Runde. Schafft man Teils ein Deal, davon hecht auch let's prepare. Voilà, dann antworten wir gerne froh, wann der Hut. Ja. Ja, vielen Dank für die Ausführung. Mich interessieren zwei Sachen. Und zwar, Sie haben jetzt mehrfach das Beispiel Finnland gebracht. In Finnland selber gibt es ja für die Zivilbevölkerung gewisse Vorgaben. Also unter anderem ab einer gewissen Quadratmeterzahl müssen die Bunker einrichten. Kann sich die Regierung vorstellen, auch da Pflichten in Gesetz reinzuschreiben, auch für die Zivilbevölkerung? Und Sie haben Drohnen angesprochen. Mich würde interessieren, wann Luxemburg Drohnen über Findel oder vielleicht über anderem Gebiet abschießen kann. Also ich Moment net an dieser Materianer noch, da den über Pflichten soll fuhren. Es soll den Bierger Mattuellen, das wird ja viele Bereiche von der Politik so, soll Leute informieren, soll sie encouragieren, mir gesehen nicht viel, dass man Leute zu Sachen verpflichten. Der Zweite, das just weil der dazwischen das wird Bunker genannt wird, wir planen nicht Bunkern zu nennen. Hier geht es darum, Kader zu schaffen, für verschiedene Risiken vorbereitet zu sein. Wir müssen das noch immer auf einen raisonabel, da weiß man, die auch an diesen Kontext passen. Das ist evident, dass Finnland auf einen anderen geografischen Platz liegt wie mir. Wir werden nicht Finnland genannt, aus zwei Gründen. Das weil den Rapport Niinisto von der Europäischen Union von einem finnischen früheren Präsident der Premier geschrieben ging, dass auf wir werden also Finnen chargiert gehen, weil Finnland ganz große Erfahrung an dem dritten Bereich hat. Und dafür wäre ich auch zusammen mit mehr Bleier, mit einer Reihe Kollaborateuren, als da doch auf Finnland gucken. Aber Finnland ist also nicht ein Copy-Paste für Lützeburg. Als Equipen haben sich auch Holland und Belgien geguckt, auch das als nicht Copy-Paste, aber selbstverständlich sollen sich bei so Materien inspirieren lassen von Ländern, die als relativ ähnlich sind. Zu den Drohnen ist sie nicht weder den militärischen noch den polizeilichen Expert. Ich meine, die Thematik soll ich noch nicht übertreiben, weil es 100 verschiedene Sorten Drohnen gibt, der militärische Drohnen, da brauchen wir militärische Antwort, da gibt es Regeln von der NATO, wir können so etwas aufzuschießen, bis die überhaupt zuletzt sind, sind sie schon an den Ländern, wo sie hier kommen, in der Zwischenzeit aufgeschossen gehen. Aber die Kleindrohnen anbelangt, da hat die Polizei die notwendigen Mittel, so wie ich das verstehe. Wir können so Drohnen zu jammen, zu neutralisieren. Wie gesagt, da muss man sich am Detail angucken. Was interessant ist, in dem Beispiel lassen, da habe ich auch gemerkt, wie wir zu Kopenhagen darüber geschwärzt haben, dass die Experten gesagt haben, dass alle paar Wochen neue
Sachen do erfund gin, so dat den nie eng total Land von der besuet, an dat mal lo haut oder Schweze mit ka ganz gut sinn an der 3 Meint Äner gevorkommen. Dafür sollen sich net op Apps fokalisieren, mit soll em Hybridbild an als Strategie der Resilienz als wie op all Geforen präpariert ze sinn. A menge Namen as wie mir en gros Gevor Cybersicherheit wie zum Beispiel lo die Drohne, well an der Cyber sind viele Länder an Europa schon attackiert gin. Auch Lützeburg mir konnten dat bis lo gut ofieren an dat as auch wat de weiter muss schaffen. Wir muss op alle Pisten an op allen aktuellen der potenziellen zukünftige Risiken präpariert sind. Dat ist der Kader, den wir schaffen. Herr Gaulier. Une petite question par rapport à l'incident qui avait eu lieu au début de l'été chez Poste, qui avait eu des conséquences indirectes sur les services de secours. Est-ce que ça a eu une influence sur la stratégie de résilience ou est-ce que tout était déjà prêt à ce moment-là en fait? Merci. Oui, merci beaucoup pour la question. Non, l'incident de la Poste n'avait pas une répercussion directe sur cette stratégie. Ce qui est prévu dans la stratégie ici, la Poste, comme d'autres, l'Internet ou comme d'autres fonctionnalités de l'État, font partie des infrastructures critiques, des besoins essentiels. Donc on a besoin de toujours aboutir au 112. On a toujours besoin d'avoir de l'Internet, de la communication. Et donc ça, c'est tout le chapitre sur la stratégie des résiliences des infrastructures critiques qui est prévu, où des actions sont prévues pour encore renforcer dans le futur. C'est un processus qui est en continu. La résilience des infrastructures critiques, ce n'est pas quelque chose qu'on découvre aujourd'hui. On l'a fait depuis la création du Haut Commissariat à la protection nationale depuis 2016. On a cette législation sur la protection des infrastructures critiques. Mais ici, dans le cadre également de directives européennes qui sont récentes, il y aura encore un renforcement de cette résilience. Ja, Madame. Herr Blei, die hat gesagt, sind 140 Mesuren an der Strategie dran. Und da wären da dabei, die hätten nicht das. Was meint da, dann gibt es eine Priorisierung gemacht von Domänen, wo ein Lummel als echt muss reagieren, für wirklich bereit zu sein. Wir werden effektiv einen Implementationsplan schaffen. Die 140 kann ich nicht bei Ihnen setzen. Und da sind dabei, die auch viel mehr lang dauern. Wenn ihr Mesuren guckt, wie zum Beispiel, dass die Bürger vielleicht über Jahre in einer Kultur kriegt, das ist etwas, was ich nicht an 2 Monaten möchte. Das ist eine ganze Kultur, die ich kann aufbauen, wo ich mit Sensibilisation, mit Kampagnen ganz vieles kann machen. Dann hat er Bereiche, wo man schon so mal, wie ich schon gerade gesagt habe, noch immer daran geschafft. Wir haben noch immer kritische Infrastruktur protegiert. Wie die Premier für so gesagt hat, wir haben schon lange Pläne für verschiedene Krisenszenarien. Da kommen aber auch Sachen dabei, die wir heute nicht hatten. Wir hatten heute die Défense Civile, das Konzept, das hatten wir nicht mehr. Und das ist viel zu planen, wie die zivil, die militärischen Strukturen zum Beispiel können unterstützen. Durch die wir echt, ich will nicht so bei einem weißen Blatt, mit einem Blatt, wo wir viel mehr müssen developieren wie bei anderen Bereichen. Merci, François Olner für RTL, für die auf YouTube mat gucken. Ich bin froh, dass Sie da teilweise geantwortet haben. Ich wollte ob da go, was mein Kollege für darüber gefragt hat. Die setzt auf Freiwilligkeit, also auf jeden Fall nicht auf Pflichten. Aber wenn ihr Défense Civile guckt, das bedeutet dann irgendwie einfach just mehr Arbeit für die schon freiwillig unterwegs sind oder die sich schon viel engagieren am Militär, aber auch eben bei der Protection Civile, beim CG10 und so weiter. Da muss ich nicht aber irgendwie gucken für die Kultur, die da will doch über Jahrzehnte oder Jahren schaffen, aber ein bisschen mit anzubannen. Die Kultur mit abonnieren, das ist eng von den Aktionen bei der Société Resilient. Wir haben auf Finnland zum Beispiel gesehen, und schon ein Beispiel auch gesagt, hier am Land von mir Überschwemmungen haben und wir wollen als Bevölkerung zum Beispiel evakuieren an eine Sporthalle. Da stelle ich mir als Haut vor, wie macht man das, für dort zu essen zu bringen, wie macht man das, für dort Decken hinzubringen. Auf Finnland bringt die Bürger das selber, mit hin als selber resilient, hin und selber daheim. Für den Fall von der Evakuation bei einer Überschwemmung auch die Sachen dabei. Und das entlastet den CG10 oder einen anderen Akteur, eine Gemeinde, die das muss organisieren. Und das ist das Puzzlestück von der Strategie. Wenn du sie noch ein bisschen etwas möchtest, da sind wir zusammen stark und dafür sollen wir auch präparieren das zusammen. Ich so lange Bonus Schlupp, also ich präpariere für den nächsten Fall.
dat fertigbringen ich denke den Thronwessel oder an Evenement wo Leute ich da egere weil net genug stand sind oder so sie hat Vereiner kennt auch nach méi machen das ja ich da bisschen Ich will nach enke so, dat mir net des Regierung as keng Regierung, die Leiit zu etwas forsäiert. Ich mengen Leiit sinn mündig Bierger, sinn gut informéiert Bierger defir also als Strategie der mal Leiitmoll informéieren, dat nach HCPN zu summen mat all den Akteuren, die du man HCPN zu Summe schafft, der Leidemoll als W beschreiben. Ich mengen, dat man do ganz vieles mat der Freiwilligkeit auch erreichen. Wozu pardon lessons learned am moment schenkt ein Gripp, weil am Gang zu sinn net gouf net viel kommuniziert diverges Barrieren oder dat soll oppass van die Symptome huet fir net bei vulnerable Leute zu goen. Schon dazu keine Informationen, da muss dann die zuständige Ministerin fragen. Ich kann weitergehen. Ich wollte nur Osten und Ja, ich wollte noch kurz bei der Resilienzstrategie bleiben. Sie vielleicht schon eine andere, die habe ich so mehr. Für das mal auf den Nähe setzen. Merci. Was könnt ihr genau, ob Bürger so, wenn das freiwillig, wir müssen aber da irgendwie Changement de Mentalität erreichen. Lo schenkt doch da ein Internet zu gehen, den ich leider noch nicht konnte abrufen. Was genau muss ich lo wissen? Ja, das ist richtig, dat abhaut an eure neuen Internetseite Let's Prepare wird online gehen, wo auch die ganze Strategie erklärt das, wo Rekommendationen werden für die Bürger mit dabei sind. Mir doch haut schon. Ich meine, Müschling braucht die Internetseiten, wo verschiedene Kitten erklärt sind, wo überhaupt auch erklärt, dass es ein Risiko gibt in einem Land. Und ich meine einfach schon mal das Risiko kennen, den in einem Land gibt. Genau. Das ist schon wichtig. Ich weiß nicht, ob alle Bürger sich bewusst sind, dass ein Risiko überhaupt in einem Land sind. Und ich meine, darüber kann man sich präparieren, darüber kann ich sensibilisiert gehen. Dafür hat absolut keine Pflicht mehr. Wenn ob ihr Risiko sensibilisiert, das fand ich auch schon mental darauf vorbereitet, was gibt es da logische, wenn ich an die Situation kommen, dann also einfach besser präpariert, dann kann ich besser reagieren und der, wo das dann, wenn das dann noch auftritt. Ja. Ich denke so, dass die Strategie eigentlich 3-4 wollen. Wir müssen Risiken antizipieren. Risiken, die natürlich an der Zeit evaluieren, weil auch die es schlecht wollen oder eins dort Natur neue Risiken immer zu springen. Dann ist der zweite Punkt, wie reagieren wir? Europa, wann das oder das antritt. Dann ist der dritte, wie adaptieren wir uns an so Situationen. Und das wäre das, wie stellen wir es nur auf, dass wir so schnell wie möglich können funktionieren. Und sind von den 4 Elemente, wo es darum geht, die Leute Europa zu präparieren, eben weil die Risiken geändert haben. Teichwasser, das kennen die Leute. Und man die an den Regionen wohnen, die haben sich mit der Zeit auch manch einst noch schwierigen, bitteren Erfahrungen, wo die sich ein bisschen Europa präpariert. Der Staat, Gemengen an die Leute selber. Sie haben das geguckt, wo sie konnten bauen, sind extra Maßnahmen gemacht, wie das Tischwasser nicht soll kommen, aber wann nicht dagegen kommen und die Leute selber verschiedene Sachen an ihren Häusern gemacht. Das ist ein Beispiel, wo ihr gesagt, wenn ihr präpariert das, dann ist es schon ein bisschen mehr geschützt. Wir schauen eben eine große Panoplie von Risiken, und ich meine, Wirkstamm an einer Zeit leben, wo die 12 von Risiken von Gefahren für die Bevölkerung mit groß sind. Und das ist eine Aufgabe, und das ist der Bild von dieser Strategie, für widerstandsfähig zu sein, als zu präparieren auf verschiedene Incidenten, aber wie gesagt, das nicht ad hoc neben dem anderen zu machen, mit zu summen zivil und militärisch, zu summen öffentlich und privat, zu summen lokal und national. Und das ist die neue Approche, die diese Regierung mit dieser nationalen Strategie an die will leiten. Und dafür gehen eine ganze Reihe Punkte, die man müssen nach deklinieren. Wie gesagt, verschiedene sind da, die immer muss deklinieren. Andere, da geht es vielleicht nur mal 2-3 Maßnahmen für das umzusetzen. Oui, moi je voulais vous demander si vos travaux incluaient une réflexion sur la Constitution pour redéfinir la notion d'état de crise, qui n'est pas forcément très claire. On ne sait pas exactement ce que pourrait faire le gouvernement en cas de crise. Donc est-ce que voilà, ce domaine est aussi travaillé de votre côté? Une réforme de la Constitution n'est pas prévue à ce sujet, mais la discussion sur comment défendre la démocratie, l'état de droit, comment assurer la continuité
du gouvernement, de la Chambre des députés en toute situation de crise fait évidemment partie de la réflexion et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, comme l'a dit le directeur Bly tout à l'heure, qu'on aura un workshop cette semaine avec des collègues d'autres pays pour voir comment eux réagissent dans ces situations-là. Je crois que nous avons aussi dans ce contexte-là l'expérience de la pandémie. Moi, je n'étais pas en politique à ce moment-là, mais j'ai toujours été impressionné que les institutions de l'État aient continué à fonctionner. Et donc, je crois qu'on peut évidemment aussi tirer la leçon de telles expériences chez nous, comme à l'étranger. Et voilà. Donc, une réforme de la Constitution n'est pas prévue, mais comment renforcer ou maintenir la démocratie en toutes circonstances, l'état de droit en toutes circonstances est pour nous essentiel. Et c'est pour cela aussi que je crois que c'est un exercice qui doit inclure l'ensemble des courants politiques. C'est pour ça qu'on était ce matin à la Chambre des députés. Ceci n'est pas un projet d'un parti politique, ça doit être un projet de toute une société. Merci. On a vu avec l'événement chez Poste que certains acteurs critiques n'étaient pas prêts, n'avaient plus de communication, donc ils n'avaient pas anticipé que le service de Poste pouvait s'interrompre. Il y a d'autres infrastructures qui n'ont pas été vraiment touchées, mais dont on sait qu'elles ne sont pas du tout préparées. Dans cette stratégie, il n'y a pas de calendrier. Il n'y a pas de mesures chiffrées, il n'y a pas de mesures financières, il n'y a pas de mesures chiffrées de la pertinence de vos actions au fur et à mesure où elles vont arriver. On ignore quels moyens financiers vous allez avoir pour leader tout ce groupe-là. En fait, ce n'est pas non plus une doctrine de défense nationale. Qu'est-ce que c'est que cette stratégie? C'est seulement un outil de communication? Absolument pas. La redondance, par exemple, des moyens de communication, cela fait partie d'une analyse de risque que chaque infrastructure critique doit faire. Quel est le processus? Le processus est que l'HCPN désigne une infrastructure critique. Ensemble, avec les secteurs concernés, on analyse quelles sont les infrastructures dans le pays le jour où ils ne fonctionneront plus pourrait donner lieu à une crise. À partir du moment où on désigne quelqu'un infrastructure critique, c'est à cette infrastructure critique elle-même déjà de se protéger, de faire une analyse des risques, d'analyser mais quels sont les risques qui pourraient apparaître. Un des risques qui peut apparaître, c'est le moyen de communication qui ne fonctionne plus. Donc il doit réfléchir à quelle redondance il va se donner en moyen de communication, par exemple. Et l'investissement, si vous parlez budget, il ne revient pas à l'État ou aux communes de financer ces investissements. C'est un investissement qui doit être fait, d'après la législation, par l'infrastructure critique elle-même. Au-delà des moyens que l'infrastructure critique, et nous, on l'accompagne dans ce processus, on l'aide dans ce processus, on l'aide à faire cette analyse, on lui fait des recommandations de comment il peut mieux se protéger. Et dans certaines situations, comme par exemple dans la cyberdéfense, parfois l'État met encore quelque chose au-dessus de ce que l'infrastructure critique elle-même investit, mais à la base, il ne faut jamais oublier qu'une infrastructure critique elle-même est responsable de sa protection. Das ist ja im Kontext auch von den mehrhäigen Defenseausgaben noch ganz viel Rede von Dual Use und eben auch, dass das nicht just so ein Ausgehen für rein militärische Zwecke, aber auch für als Gesellschaft aufzusichern, kann ihn sich dann nur vorstellen, dass eine Reihe von den Mesuren, wie viel auch immer, werden von dem Etat profitieren. Ja, ich will noch ein gesagt, das ist ein Kader mit kloren Richtungen, Ziele, die man will machen. Verschiedene Kasten suchen, andere Kasten kein suchen. Sind da viel dabei, die kein suchen Kasten. Wenn wir gucken, wie man als Demokratie stärken, wie man gucken, wenn Sozialmedien gingen missbraucht gehen, dann sind das keine Maßnahmen, die suchen Kasten, das sind Maßnahmen, wo wir uns müssen präparieren, wo wir müssen Leute informieren, dürfen wir nicht alles sein, mit suchen oder mit Leuten zu chiffrieren. Verschiedene Sachen noch, wie ich wieder gesagt habe, das sind da, die können gemerkt werden in den nächsten 6 Monaten. Andere werden immer müssen gemerkt werden. Schon nicht Beispiel in einer resiliente Ökonomie, das ist etwas, was die muss immer. Das ist nicht, was Enkel gemerkt haben, da sind wir für 10 Jahre ruhig. Was klar ist, dass wenn wir über zusätzliche Ausgaben schwätzen an der Défense, gebrauchen nicht immer das Wort von der Sicherheit.
weil ich mengen, dat Defense haut méi breders wie die klassisch Sicherheit hat méi breders wie die klassisch Defense. Sicherheit huet viele Aspekte, schon Beispiel gi von der Cybersicherheit. Doran da muss ich natürlich méi investieren und dat wird noch machen. Und dafür wäre doch wichtig, wie dem uns gesagt haben, dass bei der NATO die 5%, die sind natürlich in einem speziellen geopolitischen Kontext genannt gehen, als für viele gesagt gehen, das kann nicht alles an die klassische Defense laufen. Aber da schwätzt mir von den nächsten 10, 15 Jahren, ja, eine Reihe von den Depensen, die hier auffallen, die werden als Sicherheitsdepensen können erwerten, kontabilisiert gehen. Wir haben kein präzises Budget in Europa gesagt, weil das ist eine Panoplie von unterschiedlichen Aktivitäten. Das ist auch nicht so, dass ein HCPN all die Erbestimmen, dass den einfach sieht, er kriegt hier 100.000 € an der Medie. So funktioniert das nicht. Den HCPN hat als Aufgabe, ein Hochkommissariat der Protection Nationale, hat als Aufgabe, Koordination zu machen. Der schafft zusammen mit all den Ministerien, all den Verwaltungen, für ein Resultat zu finden. Und dafür fanden auch Kredite an den einzelnen Verwaltungen, Ministerien, über die nächsten Jahre, die nicht nur auf enger Platz all regroupiert sind. Die Defense ist natürlich ein Block davon, aber Cybersicherheit ist ein anderer Block davon. Und da gibt es Reserven, die man anlegen muss, die der Staat schon zu mir hat, bei Medikamenten und Ähnliches. Das finden wir bei der Santé so viel, das ist eine Panoplie von Sachen, die natürlich fallen, die als allgemein Sicherheitsausgaben. Herr Premierminister, Di viel vun der Cybersicherheit logisch wat doch kurz nutzerhaken, Di gesot de Gift do awer gert Investment an Blutsatz fir Cybersicherheit, dat Startups neu oder get do eng neu zuuel. Nee, Ech hun gefrot, dat op ma do gut ekipéiert wären an do gëtt man gesot ja mir ho vieles Fleisch brach man do a bisse méi Leiit die sich Storms bekümmern an dürfir und an der Regierung gesot, dat ich gern hätte, dat dee Plätze, wo der Experte vu Cybersicherheit gebraucht gin, dat man déi auch do gingen erstellen. Weil froh die ich eigentlich wollte stellen an dass wie Investisseur ging überlegen nicht all gut an die Kur flehen für mirscher zu die vier Risiken und gesagt neben das Cyberattacken ab es mir hilfschuss gibt es immer wie evolutiv was muss irgendwie aber dann auch wie primitiv moyen immer auf der Seite tun sie etwa beim Lux Trust geht aber werden ein da oder mehr oder wann in tanklarer Diskussion kennt die schon noch Jahrzehnten alle als ob ihn aber muss mehr Sinn op der Seite hun, dat sie keine Überlegungen lo. Ganz generell schläst de Pilier von den logistischen Moyen kein Thema aus. Das ist ganz lach gehalen, wie die Premier auch richtig so. Wir sind als HCP nicht ein Expert von all Einzelaktionen, die hier an der Strategie steht. Es ist also eine Strategie, die von allen Ministerien zusammen geschrieben ist. Und das sind Thematiken, wo ich sicherlich mit den Fachministerien auch am Detail muss gucken, wer konkret Aktionen durchstehen oder ob ich bei froh Dozent wird, weil da sind schon nicht die Spezialisten davon, ich meine, dass die Sachen mit der Energie oder so kann das diskutieren. Aber da soll ich noch nicht darüber schwätzen, weil es geht ja darum, eben Resistenzen sind, Resilienzen sind, und nicht dem zu suchen, den ich will attackieren, weil den alles en place hat. Merci. Ich wollte dich eng vorstellen, weil der angefangen hat am Noen Osten. Ich wollte dich frohen, ob dann Sanktionen, die an der Macht waren, vom Durchsinn gegen die israelische Regierung, respektive auch wenn es den aggressiven, brutalen Siedler, oder ist das noch immer ein Thema? Ich will nicht gesagt, weil da doch meine Gefühlslage haut ist, das haut in der aus von Fried an Erleichterung. Haut kommen Leute frei, die an den Kellern nur müssen sitzen vom Hamas während 2 Jahren. Du bleibst im Moment stehen an der Friedenstriffer. Friedenstriffer für die Leute, für Familien in Israel, und Frieden sich dort am Gaza die Bombardamente abhalten. Was nur an den nächsten Tag geschieht, ich muss auch gucken, à la lumière von dem, was auf der Konferenz zu Sharm el-Sheikh diskutiert wird, wo Amerikaner, Araber, Israelien und Europäer zusammensitzen. Und da muss ich das an der Perspektive an den nächsten Tagen evaluieren. Das, was in der letzten Woche geschieht ist, aber zu den Diskussionen geführt ist, natürlich nicht vergiss. Aber ich hoffe, dass wir heute eine Strategie von Hoffnung, auf konstruktivem Denken kommen, dass alle Optionen sich weiterhin abhalten. Aber als Ziel muss sein,
Frieden an der Region ze kreen, an de februare Schiedfrieden Dëch. Ich gucke mal immer gerne nun, wat még europäesch Kollegien, die jo der Präsident vom Conseil Européen, die jo zu Sharm el-Sheikh dabei ist, was den als seht. Ich habe Ende der Woche ein Telefonat mit dem Präsident Costa, und da muss ich all die Fragen do à la lumière davon gucken. Merci, schönen Tag.